Ich bin noch nicht, okay. Wir müssten die Taufe strategisch gescheit auf die heissesten Tage des Jahres legen. Weißt du, wie viele Spontantaufen wir hätten? So, die mich nicht kennen, ich bin Lydia, ich bin Teil der Vineyard, Teil des Leitungsteams. Mega schön sind ihr da. Ich habe mich gefreut, zum kommen heute Morgen. Ich bin vor etwa, ich weiß nicht, 1,5 Monaten oder so mit dem Zug von Olten auf, der Kopf hat auch zu heiss, auf Ludwigsburg gefahren. Und von Olten bin ich in den Zug eingestiegen und der war so vollgestopft. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Also gut, fast so. Es war einfach zu verlockend. Nein, etwa so. Und es war heiß und einfach... Und ich habe mich so gefreut, in Zürich habe ich einen reservierten Platz und kann dann einsteigen. Ich steige in Zürich aus dem Zug und laufe dem Zug entlang, der dann nachher auf Deutschland fährt. Und da sind die Wagennummern nicht durchgehend nummeriert gewesen. Also habe ich gewusst, ich muss einfach überall, wo es zweite Klasse ist, suchen. Durchgelaufen, zweite Klasse. Den Wagen hat es einfach nicht gegeben. Ich dachte, nein. Ich bin schon mal ohne Reservation mit der Deutschen Bahn gefahren. Das ist nicht lustig. Ich bin wieder hinterher gelaufen und dachte, irgendetwas stimmt nicht. Und dann kommt mir etwas in den Sinn. Weil der Preisunterschied nur ganz klein ist, habe ich erste Klasse reserviert. Und dann bin ich schauen und tatsächlich, in der ersten Klasse hat mein Platz auf mich gewartet. Es hat ein bisschen wehgetan, dass die erste Klasse schon ab Olten gültig gewesen wäre. Und ich in dem vollgestopften Zweitklassabteil gehockt bin, weil es einfach die gewonnen ist, ich habe mir es nicht einmal überlegt. Und aus lauter gewonnen bin ich halt in dem vollgestopften Zugabteil gehockt. Und es ist ja nicht nur bei den Zügen so, ganz viel machen wir einfach aus gewonnen. Also wenn wir am Morgen, es macht ja auch Sinn, wenn wir immer überlegen müssen, wie funktioniert jetzt die Kaffeemaschine? Oder wie muss man jetzt die Zähne putzen? Oder wie leitet man sich an? Es würde nicht funktionieren. Unser Hirn ist genial, dass es Sachen einfach speichert, die automatisch ablaufen. Und das macht ja meistens auch Sinn. Nur ist das Gewohnte nicht immer der Ort, wo Gott uns haben möchte. Es kann sein, dass du in der 2. Klasse hockst, dabei hat Gott eigentlich für dich ein Erstklassplätzchen reserviert. Und einfach, weil du gar nicht auf die Idee kommst, dass etwas anderes als Gewohnte könnte auf dich warten, verpasst du vielleicht etwas. Und ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen, wo genau das einem Jünger passiert ist. Und zum Glück hat Jesus ihn dann aus seinem Wagen geholt und in den richtigen Wagen gesetzt. Wir sind mit drin in der Serie «Zusammen mit Jesus essen». Immer, wenn wir ganz häufig in der Geschichte von Jesus ist es so, dass er entweder von einem Essen kommt, zu einem Essen geht oder gerade am Essen ist. Hat jemand die NZZ vom Sonntag gelesen, letzte Woche? Du hast sie nicht gelesen, lieber Sohn. Du hast sie nur gesehen, rumliegen. Riesen Schlagzeilen. Essen wie Jesus. Ich dachte, die haben unsere Serie gelesen. Aber sie haben nicht richtig zugelassen. Es ist darum gegangen, wie man wirklich gesund isst. Nicht mit wem das man isst. Weil so wie Jesus isst mit den Leuten, hat es wenig zu tun mit was er isst, sondern was passiert bei dem Essen. Wir haben das letzte Mal angeschaut, ganz am Anfang von seinem Wirken an der Hochzeit in Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Wo er seine Jünger gerufen hat und ihnen gesagt hat, bevor er das gemacht hat, kommt mit und ihr werdet sehen, wie der Himmel offen steht. Und die Engel über den Menschensohn auf und ab steigen. Ihr werdet das Reich von Gott hineinbrechen sehen. Und die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, die spielt 19 Kapitel später im Johannesevangelium. Johannes 21. Es ist schon nach dem Tod von Jesus, schon nach der Auferstehung. Und die Jünger haben das tatsächlich erlebt. Sie haben nicht nur erlebt, wie Wasser zu Wein geworden ist. Sie haben erlebt, wie der Lazarus wieder lebendig geworden ist. Sie haben erlebt, wie Jesus 5000 Menschen mit 5 Brot und 2 Fisch zu essen gibt. Sie haben erlebt, wie er den Sturm stillt. Sie haben wirklich gesehen, wie der Himmel offen steht. Sie sind aber auch dabei gewesen, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Und sie haben 3 Tage später mitbekommen, wie er wieder lebendig geworden ist. Sie haben die Auferstehung von Jesus miterlebt. Sie haben eine Liebe erlebt, die stärker ist als der Tod. Sie sind an einem Punkt, wo Jesus ihnen sogar schon 2-mal begegnet ist, im Abstand von 8 Tagen. Also er ist auferstanden, ist den Jüngern begegnet, 8 Tage später ist er nochmal begegnet. Jetzt ist es nochmal ein bisschen später. Und dort
tauchen wir in die Geschichte im Johannes 21. Die eine Bibel da haben, können sie aufschlagen, die anderen dürfen da mitlesen. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen: Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Die anderen meinten: Wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Wer die Bibel ein bisschen kennt, kann sich vorstellen, dass der Petrus in einem riesigen Gefühlsdurcheinander war. Ich glaube, einerseits hat er sich riesig gefreut, dass er Jesus wieder lebt. Gleichzeitig bin ich ziemlich sicher, dass die Scham ihm im Nacken gehockt ist. Weil als er das letzte Mal, kurz bevor Jesus gestorben ist, gefragt wurde, ob er den Jesus kennt, hat er 3 Mal gesagt, nein, er kennt ihn nicht. Er hat Jesus verleugnet 3 Mal. Und bis jetzt ist das noch nicht geklärt gewesen. Vielleicht hat es immer Leute rundherum gehabt, der Petrus hat sich nicht getraut, das anzusprechen. Ich glaube, es war eine Unsicherheit da von Petrus. Was heisst das? Will Jesus mich überhaupt noch? Will er mich nicht? Und dann war eine grosse Ratlosigkeit bei ihm und bei allen Jüngern. Weil das letzte Mal, wo Jesus bei ihnen war, das muss gestern sein, vielleicht vorgestern, hat er sie angehaucht, alle, der Petrus war auch da, und hat gesagt: Empfangt Heiligen Geist. Wenn wir die Sünden vergeben, denen sind sie vergeben. Wenn wir die Sünden nicht vergeben, denen sind sie nicht vergeben. Er hat sie hineingerufen in einen Dienst, der riesengroß ist, und ist wieder gegangen. Und die Jünger haben eigentlich keinen Plan, wie weiter. Da kommt noch dazu, vorher sind sie 3 Jahre lang jeden Tag mit dem Jesus zusammen gewesen, und jetzt ist es so wie Anfang Sommerferien. Sie haben nichts mehr zu tun. Sie haben keinen Auftrag. Niemand, der ihnen sagt, woher gehen. Und der Petrus macht das einzig Logische. Er macht das, was er immer gemacht hat. Er geht zurück in seine Gewohnheit und sagt zu den anderen: Komm, wir gehen fischen. Das ist das, was er kann, das ist das, was sie vorher gemacht haben, das ist das, was sie kennen. Lasst uns zurück an die Arbeit gehen. Und der Petrus steigt in die 2. Klasse ein, wie er es immer gemacht hat. Sie sind die ganze Nacht gefischt. Bei Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu: Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten: Nein. Da sagte er: Werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es, und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische drin waren. Ich glaube, einigen der Jünger ist die Szene bekannt vorgekommen. Im Lukas 5, ziemlich am Anfang, wo Jesus seine Jünger sammelt, passiert genau das Gleiche. Gleiche Szene, gleicher See. Der See Tiberias ist der See Genezareth. Gleiche Besetzung. Die Jünger im Boot. Jesus dort ist er im Boot. Okay, fast gleiche Szene. Und Jesus hat ihnen gesagt: Tönt noch mal das Netz auswerfen. Und sie haben auch dort das Boot bis zum Rand gefüllt. Und dort ist Folgendes passiert. Es steht, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das ist der Moment, wo Petrus verstanden hat, wer Jesus ist. Und gemerkt hat, er hat nichts mit dem Jesus, der irgendwie gleich ist. Er ist ein Sünder, er hat sein Leben überhaupt nicht so gelebt, wie das der Gott will. Keine Chance. Aber Jesus hat dort zum Simon gesagt: Du musst keine Angst haben, von jetzt wirst du ein Menschenfischer sein. Und das ist der Moment, wo sie ihre Boote im Stich gelassen haben und Jesus nachgefolgt sind. Und jetzt, 3 Jahre später, eine Kreuzigung und Auferstehung später, passiert nochmal genau das Gleiche. Und gleich ist alles anders. Der Petrus reagiert überhaupt nicht so, wie ich es erwarten würde. Wenn ich die Geschichte kenne, weiss, okay, das letzte Mal hat der Petrus Jesus verleugnet. Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um vor Jesus auf die Knie zu gehen und zu sagen: Ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Aber der Petrus macht etwas ganz anderes. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte: Es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Johannes sagt, das ist Jesus, und der Petrus stürzt sich ins Wasser und rennt zu Jesus. Was hat sich verändert? Ich glaube, es sind 3 Jahre mit Jesus, die dazwischen sind.
In diesen 3 Jahren hat der Petrus erlebt, wie Jesus Sünder auf Augenhöhe begegnet. Er hat nie erlebt, wie Jesus jemanden verurteilt hat, wo wirklich mit ehrlichem Herz zu Jesus gekommen ist. Er hat erlebt, wie Heuchler zu Freunden von Jesus haben dürfen werden. Er hat unzählige Mal gegessen mit Jesus und weiss, dort ist jeder willkommen. Der Petrus ist in diesen 3 Jahren von Jesus so geliebt und herausgefordert und eingeladen und geliebt worden, wie noch nie vorher. Und das hat etwas in ihm verändert. Der Petrus hat gewusst, wo er her muss in dem Moment. Und vielleicht hat er sich auch die Chancen erhofft, endlich schnell allein mit Jesus zu reden. Vielleicht hat er gedacht, wenn ich schnell bin vor den anderen, dann können wir das endlich klären. Aber er muss noch ein bisschen warten. In der Zwischenzeit ist nämlich das Boot nachgekommen. Er war gerade gleich schnell wie das Boot. Und es gibt Arbeit zu erledigen. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Sie ziehen Fisch ans Land, aber auch jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und da finde ich, Jesus ist so gut. Er sagt, kommt und esset. Bevor wir irgendetwas klären, wir tun mal essen. Es gibt Menschen, denen muss man wirklich zuerst zu essen geben, bevor man etwas klärt mit ihnen. Alle, die Kinder haben, die verstehen das. Wenn man so hungry ist, schlechter Zeitpunkt, vielleicht hat Jesus das gewusst. Die Jünger hätten ihm am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Wo Jesus gesagt hat, kommt und esset, hat der Petrus gewusst, okay, das ist der Moment. Jetzt wird Jesus dann mit mir das klären. Weil alles, was Jesus da macht, ist ein Aufbau von einer Szene, dass es offensichtlich ist, um was es geht. Es steht da, Jesus hat das Kohlenfeuer gemacht. Das letzte Mal, wo der Petrus den Duft von einem Kohlenfeuer geschmeckt hat, war, als er Jesus verraten hat. Es steht dort ausdrücklich, es war ein Kohlenfeuer. Und ich kenne das alle, oder plötzlich schmeckt es wieder wie etwas und du wirst zurückversetzt. Ich glaube, der Petrus und Jesus haben genau gewusst, um was es jetzt geht. Das Kohlenfeuer, das die Kulisse für seinen Verrat dargestellt hat, wird zu der Kulisse für den Petrus seine Heilung. Und während sie da sitzen, die anderen Jünger und der Petrus und Jesus ums Feuer, stell mir das vor, schaut Jesus quer durchs Feuer und Petrus in die Augen. Und der Petrus weiss, okay, jetzt. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und er fragt das noch 2-mal. Es steht nirgends, dass Jesus mit dem Petrus alleine war. Und vielleicht ist das der Grund, warum er das Offensichtliche nicht ausspricht. Ich nehme nicht an, dass der Petrus allen erzählt hat, was passiert ist damals beim letzten Kohlenfeuer. Und ich glaube, Jesus findet es auch nicht so wichtig, dass das alle wissen. Petrus weiß es, er weiß es. Und er stellt ihm die Frage, Petrus, liebst du mich? Er fragt nicht, wie hast du noch können? Er sagt nicht, Petrus, warum? Ich habe dich noch gewarnt. Er sagt nicht, Petrus, weisst eigentlich, wie es sich anfühlt, von seinen 3 besten Freunden verraten zu werden. Verlassen zu werden und von dir noch verraten zu werden. Er fragt nicht, wie bringst du es wieder in Ordnung? Und er fragt auch nicht, wäre Entschuldigen eine Option? Wahrscheinlich fragt er es darum nicht, weil der Petrus sich die Frage schon 100-mal gestellt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich in der Nacht das gedreht hat. Wie habe ich noch können? Warum? Wie bringe ich es wieder in Ordnung? Aber keine von diesen Fragen hat ihn weitergebracht. Liebst du mich? Und der Petrus weiss, wenn Jesus fragt, liebst du mich, dann ist es nicht einfach, es hast du mich noch gern. Er fragt, liebst du mich so,
wie ich geliebt habe. Liebe in der Definition von Jesus ist das Leben hergeben. Jesus fragte Petrus, liebst du mich so, dass du alles, was du hast und bist, wirst hergeben? Liebst du mich so, dass du bereit bist, dein Leben loszulassen? Liebst du mich so, wie ich dich geliebt habe? Liebst du mich ohne Kompromiss, bis es weh tut und darüber aus? Bist du bereit, für mich alles zu geben? Kann ich dir vertrauen? Und wenn der Petrus Ja sagt, sagt Jesus, in dem Fall gilt mein Auftrag für dich immer noch. Du hast dich nicht disqualifiziert. Du bist nur im falschen Wagen eingestiegen. Du bist immer noch unterwegs. Und jetzt steig wieder aus, lass das Boot, lass die Fische zurück und komm wieder mit. Mach das, wo du ursprünglich dazu berufen bist. Weil die einzige Voraussetzung, die auf dem Anforderungskatalog von Jesus steht, für diesen Job ihm nachzufolgen, ist, liebst du mich? Alles andere kann man lernen. Er fragt 3 Mal. Für jedes Mal, wo der Petrus Jesus verleugnet hat, wird er nochmal angerührt und kommt nochmal neu der Ruf in die Nachfolge. Jesus war ein guter Hirt. Er hat mehrmals erzählt von sich als guter Hirt. Und jetzt sagt er an Petrus, mach es mir nach. Weid meine Schafe. Such das Verlorene. Schau, dass die mir nachlaufen, sicher sind. Bring sie auf grüne Wiesen, geh mit ihnen durch die Täler. Und es wird nicht einfach werden. Jesus meint das sehr ernst, mit Liebe bis zum Tod. Er sagt ihm nämlich nachher, ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Der Petrus wird wirklich als Märtyrer sterben. Um dem Folge mir nach schließt sich der Kreis und es geht in die nächste Runde mit komplett anderen Voraussetzungen. Der Petrus weiss jetzt, worauf er sich einlädt. Vorher ist er mitgekommen, weil, das ist Gottes Sohn, wir werden den Himmel sehen, offen stehen, wir gehen mit. Jetzt geht er mit und er kennt Jesus und er kennt sich selber. Er weiß, dass er es nicht kann. Aber er weiß, wer Jesus ist. Und er weiß, was es ihn wird kosten. Aber er hat verstanden, dass das Einzige, was es braucht, ist Jesus gern haben. Ihn zu lieben von ganzem Herzen und ihm treu zu sein. So lange gilt auch der Auftrag. Der Petrus wird noch Menge Fehler machen. In der Apostelgeschichte liest man, dass auch er nicht alles perfekt hat können. Aber nie mehr hat er Jesus verleugnet. Nie mehr. Er ist der vor dem Gericht steht und sagt, ich kann nicht schweigen von dem, was ich gesehen und gehört habe. Mach mit mir, was du willst. Aber ich werde nie mehr den Jesus verleugnen. Und das, was verändert hat, ist, dass Jesus ihn anschaut und sagt, liebst du mich? Ich möchte die Frage heute an uns alle weitergeben. Ich habe ein bisschen Vorlaufzeit und bin zum Glück schon eine Woche mit dieser Frage unterwegs. Und ich glaube, es ist eine Frage, die man das ganze Leben in dieser Nachfolge von Jesus mitnimmt. Ich erlebe ganz oft, wenn ich zu Jesus komme mit Sachen, die ich schwierig finde, wo ich sage, hey, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ganz oft höre ich die Stimme in mir flüstern, liebst du mich? Dann längt's. Und nicht einmal das «Liebst du mich» kann ich immer mit «Ja, voll» beantworten. Wer das Tagzeitengebet betet von unserer Gebets-App, dort hat es einen Teil, der heisst, wo die Frage kommt, «Liebst du mich von ganzem Herzen?» Und die Antwort darauf ist «Amen, Christus, erbarm dich». Manchmal ist die Antwort auf «Liebst du mich?» «Ich wünschte es mir so. Hilf mir, dich mehr zu lieben.» Ich glaube, es gibt 3 konkrete Fragen für die Zeit, wenn wir uns schnell nachher Zeit nehmen mit Jesus. Das erste ist, gibt es Sachen in deinem Leben, wo du Jesus regelmäßig verleugnest? Ich glaube, es geht nicht darum,
ich bin versucht worden und gestolpert und habe einen Fehler gemacht, sondern der Petrus hat 3 Mal Nein gesagt. Er hätte nach dem ersten Mal aufstehen und davonlaufen. Er hätte denken, okay, ich schaffe das nicht, ich gehe. Er ist geblieben. Er ist nach dem zweiten Mal hätte er aufstehen und davonlaufen. Und er ist immer noch geblieben an dem Ort, wo die Versuchung so gross war. Und ich glaube, die Frage heute Morgen, liebst du mich? Geht da einige von uns, die Sachen in ihrem Leben angefangen haben und kapituliert haben. Ich weiß nicht, ob es eine Sucht ist, ob es irgendetwas ist, wo du wie gesagt hast, so bin ich halt. Heute ist der Moment, wo du zu Jesus gehen kannst, ihm in die Augen schauen und er dich fragen kann, liebst du mich? Du kannst Ja sagen und nicht mehr zurück an diesen Ort. Versuchung ist nicht Sünde. Der Petrus ist garantiert, noch ab und zu hat er gedacht, ich könnte jetzt einfach sagen, ich kenne Jesus nicht. Die Frage ist, wie entscheidest du dich immer und immer und immer wieder aufs Neue? Ich glaube, es gibt Sachen, die Jesus heute mit dir anschauen und sagen, komm, jetzt hören wir auf, das machen wir nicht mehr. Dann ist die Frage, gibt es Situationen aus deiner Vergangenheit, wo du dich disqualifizieren lässt, obwohl es schon lange gelöst und vergeben ist und geheilt ist? Gibt es Sachen von deinem Charakter, von deiner Persönlichkeit, hast du eine Diagnose, wo du das Gefühl hast, so kann ich Gott keine Hilfe sein? Und was dich dazu bringt, immer wieder in die 2. Klasse einzusteigen, wenn du das Gefühl hast, eigentlich bräuchte Gott Leute, die in die 1. Klasse fahren. Ich glaube, Gott fragt dich heute, liebst du mich? Dann gib mir bitte den Anforderungskatalog, den du hast an dich. Das Einzige, was er braucht, sind Menschen, die ihn von Herzen lieben und nachher alles daran setzen, jeden Tag immer wieder, die aufstehen und stolpern und wieder aufstehen und wieder stolpern, aber die Richtung beibehalten. Welchem Ruf gehst du nicht nach, weil du das Gefühl hast, du hast dich disqualifiziert? Ich glaube, es gibt Leute, die eine Berufung auf ihrem Leben haben, wo Gott zu ihnen geredet hat. Vor langer Zeit, vielleicht als du jung bist. Und du hast das Gefühl, das ist jetzt vorbei. Oder es ist ein bisschen zu wild, oder ein bisschen zu schräg, oder mit deiner Geschichte, das geht nicht. Ich glaube, Gott ruft dich heute wieder. Frag, liebst du mich? Dann habe ich einen Job für dich. Und das Dritte ist das, wo er alle von uns immer wieder einlädt. Und sagt, komm, folg mir nach. Jesus sagt, was mir so aufgefallen ist, wenn er ihn fragt, sagt er nicht, Petrus, liebst du mich? Er sagt, Simon, liebst du mich? Er spricht ihn an mit dem Namen, den er hatte, bevor er angefangen hat, Jesus nachzufolgen. Und Jesus macht alles nochmal auf und sagt, du entscheidest. Du musst nicht, nur weil du einmal Ja gesagt hast, jetzt wieder Ja sagen. Du hast immer wieder die Wahl. Jesus fragt dich immer wieder. Aber der Petrus ist nicht zurück, weil er schon gewusst hat, wie Jesus ist. Der John Wimber hat gesagt, das ist der Gründer der Vineyard, jeder neue Schritt im Glauben kostet dich alles, was du bis jetzt erreicht hast. Um das kommen wir nicht um. Es wird immer ein Schritt aufs Wasser sein. Und es hat niemand gesagt, es wird einfach. Aber was Jesus dich heute Morgen fragt, mich heute Morgen fragt, ist, liebst du mich? Ich würde mit euch gerne einen Moment zusammen an den See Genezareth. Macht doch mal die Augen zu. Und jetzt stellt euch vor, wie der See aussieht. Ihr könnt euch ja den Hallwiler See vorstellen, so spielt nicht so eine Rolle. Und am Ufer hat es ein Feuer. Und jetzt stell dir vor, du sitzt um das Feuer. Es hat vielleicht noch andere Leute, aber das ist nicht wichtig. Und gegenüber von dir sitzt Jesus. Und Jesus schaut dich an. Schaut dir in die Augen. Spricht dich mit deinem Namen an. Sag, liebst du mich? Ich will dir die Zeit geben, zum Antworten. Vielleicht musst du Sachen klären mit ihm. Was auch immer deine Antwort ist, nimm dir die Zeit, um das zu machen. Dave, wenn du magst führen, dass es nicht so still ist, wäre das schön.
Und wenn er dir etwas zeigt, wo du in Ordnung bringen sollst, dann sag ihm, es tut mir leid. Und dann mach die Augen auf, wenn das ein Thema ist bei dir, und schau mich an. Und dann nehme ich das in Anspruch, was Jesus gemacht hat. Und sage dir, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist vergessen. Er wird es nie mehr vorholen. Was auch immer du nicht im Griff hast, wo du immer wieder reingehst, du musst nicht kapitulieren. Du darfst einen neuen Anfang machen. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann mach nochmal die Augen zu und schau in die Augen von Jesus. Mit so viel Güte und Liebe schaut er dich an. Er hat dich so gern. Und er fragt nochmal, liebst du mich? Nochmal sagt er, dann folg mir nach. Hilf mir, dass das Reich in dieser Welt sichtbar wird. Hilf, auf meine Schöfli zu schauen und neue Schöfli zu finden, die verloren gehen. Und wenn du dich selber disqualifiziert hast mit etwas, wenn du einen Anforderungskatalog hast, dann lade ich dich ein, dass du deine Hände aufmachst und deinen Gedanken dort reinlegst. Vielleicht sind es zig Bücher, vielleicht ist es nur ein Post-it. Und dass du es loslässt. Du sagst, Jesus, ich überlasse dir. Wir geben dir unsere Anforderungen an uns selber, Jesus. All das, was uns disqualifiziert, sind alles Lügen. Und in deinem Namen breche ich die Lüge, dass es mehr braucht als unsere Liebe zu dir. Und wieder sagt Jesus, komm, folg mir nach. Den Ruf auf deinem Leben habe ich nie vergessen. Das, was über dich damals prophetisch geredet worden ist, ich weiss es im Fall noch. Das, was du mal geträumt hast, das habe ich im Fall ernst gemeint. Und die Sehnsucht in deinem Herz, die ist von mir. Du musst nicht wissen, wie. Du musst mich einfach lieben. Und Jesus sagt auch zu uns, es wird ihm nicht einfach sein. Es ist nicht nur Komfortzone, mir nachzulaufen. Es kostet uns unser Leben. Und er schaut dich an und sagt, kommst du mit? Ein erstes Mal, ein 100. Mal. Danke dir für deine Gegenwart. Heiliger Geist, dass du da bist. Und du hörst, was in unseren Herzen passiert ist, was wir gedacht haben, was wir ausgesprochen haben. Wir wollen dich lieben, Jesus. Hab Erbarmen mit uns und mach unsere Liebe grösser zu dir. Schick unsere Situationen, wo unsere Liebe zu dir wachsen kann. Gib alles uns, was uns fördert zu dir. Nimm alles von uns, was uns hindert zu dir. Nimm uns selber und gib uns ganz dir. Wir wollen dich lieben mit allem, was wir haben und mit allem, was wir nicht haben. Das Worship-Team noch mal vorkommen, dann singen wir noch ein Lied, wenn ihr sitzen bleiben wollt. Und einfach sein, macht das.
Bleibt in dieser Gegenwart von Gott und schaut in die Augen von Jesus. Das kann man ganz lang.